Das ist ein Spiel, vor dem die Heimmannschaft ein bisschen Bammel hat. Keine Frage. Hallo und herzlich willkommen. Sebastian, was glaubst du? Ist die Gastmannschaft heute wieder klarer Favorit? Ja, Tom, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass sie heute versuchen werden, ihren Fans ein Spektakel zu liefern. Und vielleicht bauen sie auch darauf, dass die Gäste sie unterschätzen. Davon gehe ich allerdings nicht aus. Wir kämpfen den Ball aus dem Strafraum aus. Und das war clever gepasst. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Wunderschönes Zuspiel. Ja, und für diese Aktion muss es Freistoß geben, ganz klar. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Oh, das war ein guter Kopfball, aber noch besser die Parade des Torhüters. Ja, das hat er gut gemacht, der Torhüter. Sein erster Ballkontakt heute. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Sehr schöner Spielzug. Und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, eben stand sie noch selbst am Rande eines Gegentores und jetzt haben sie selber ein Tor gemacht. Großartiges Zuspiel. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Gegen die Latte. Ja, das war mal eine Gefahr. Jetzt ist es keine mehr. Der Ball ist geklärt. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Genau so stellen wir uns das vor. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und mit der Hereingabe hat kein Torhüter irgendein Problem. So, das müsste uns jetzt zeigen, ob es abseits war oder nicht. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Einfach weg mit dem Ball. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, bei den nächsten zwei Kämpfen muss er sich ein bisschen zurückhalten. Er ist jetzt verwarnt. Schöner Kopfball.
dabei gedacht. Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Da hat er nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Klasse Aktion. Klasse. Und das über diese Entfernung. Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Boah, das sieht gut aus. Was für ein Tor! Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Und er trifft unglaublich, tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und Tor! Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor! Ja, das zeichnet ihn ja aus, dass er nicht lange fackelt vor dem Tor und die Möglichkeiten ausnutzt. So, er spielt nicht nur den langen Ball, der kommt auch noch genau an. Und der Kopfball nach vorne bringt jetzt einen neuen Schwung. Ja, klasse Zuspiel. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. So, hier ist noch alles drin. 2:1 steht zur Halbzeit. Was zählt im Fußball? Die Tore, da können sie sich noch so viele Chancen herausarbeiten. Wenn sie nicht treffen, verlieren sie am Ende diese Partie. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit läuft. Tja, das können auf diese Entfernung gesehen nicht allzu viele. Großartiges Zuspiel. Guter Spielzug. Ja, der scheut überhaupt keinen Zweikampf und setzt sich durch in dieser Situation. Das ist ja Zieh ab, Junge! Oh, in solch einer Situation Fehlpass, das kann teuer werden. Alle Angreifer sind jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Elfmeter hat er entschieden und jetzt würde es mich nicht wundern, wenn er auch noch eine Karte aus der Tasche holt. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen. Denn wir sehen, die Spieler machen sich da im Spielfeld dran. Ja, wenn der Ball so platziert kommt, was willst du als Torwart da machen? Klug gespielt. Ja, das war klasse. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt es auch. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Ja, keine Schwierigkeit für den
Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Ja, da sieht man, der Abwehrspieler kann das Spiel lesen und kommt prompt in Ballbesitz. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Tja, das habe ich mir gedacht. Jetzt bekommt er Gelb-Rot. Gelb hat er schon gesehen und da hat er sich nicht gerade geschickt angestellt in dieser Situation. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Technisch sauber sein Kopfballspiel. Und jetzt musst du erstmal die Lücke finden. Wohin mit dem Ball? Aber guck mal, wie die stehen. Ganz souverän. Der grätscht hinein in den Mann und verursacht einen Freistoß. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Ja, souverän gemacht vom Keeper und gleich den Ball in die Offensive gespielt. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat 3 frische Spieler. Er kann den Ball in Ruhe annehmen. Gutes Tackling. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Nutzt er die Chance. Was für ein Tor! Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Also über den Spieler des Tages brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu unterhalten. Das war sein 3. Tor in dieser Partie. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Oh, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer, der Torhüter mit gutem Stellungsspiel und weiter geht's. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Tja, das war nichts. Abseits. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Wunderbar gesehen. Klasse Pass. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Und das müsste jetzt den Treffer geben. Er könnte flanken. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Lang wird es nicht mehr dauern, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und das Spiel ist natürlich schon längst entschieden. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Gute Aktion. Tja, doppeltes Pech für den Angreifer. Er wird gut markiert und läuft dann auch noch ins Abseits. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits, ja oder nein. Wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Und er trifft den Pfosten hier. Und was für ein Tor!
Wunderbar, einfach wunderbar. Ein wunderschönes Tor. Sie haben immer noch einen hohen Rückstand, aber vielleicht schaffen sie es ja noch. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke Bastian Hellmann für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.